Genauso zurückhaltend wie die Jubelfeiern war auch der Andrang an den Kiosken heute Morgen in Tirana. Fast alle Zeitungen titelten ähnlich. PS führt, Rama wird allein regieren oder Rama auf dem Weg zu 71 Sitzen. Laut vorläufigen Hochrechnungen ist der bisherige Regierungschef Edi Rama der Wahlsieger, erreicht mit seiner sozialistischen Partei PS die absolute Mehrheit der Sitze im neuen albanischen Parlament. Die ganze Nacht über wurden die Stimmen gezählt. Sollte sich das Ergebnis bestätigen, könnten die Sozialisten wie gewünscht allein regieren. Rama hatte seinen Verbleib in der Politik von einer klaren Mehrheit abhängig gemacht. Nur so könne er seine Wahlversprechen in dem armen Balkanstaat auch umsetzen. Oppositionsführer Lulzim Bascha erhält mit seiner konservativen Demokratischen Partei wahrscheinlich deutlich weniger Mandate als vorhergesagt. Edi Rama will das Land mittelfristig in die EU führen, dafür muss aber die Hauptforderung Brüssels erfüllt werden, eine umfassende Justizreform. Albanien gilt als eines der korruptesten Länder in Europa. Schon in den Wochen vor der Wahl hatten die Sozialisten angekündigt, dass alle Juristen im Staatsdienst ihre Einkommensverhältnisse offenlegen müssen. Wer dem nicht nachkomme, solle aus dem Dienst ausscheiden. Der Widerstand dagegen ist erheblich. Viele Privatleute und Unternehmer in Albanien haben sich daran gewöhnt, mit Geld unliebsame Anklagen abzuwenden.